Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist, naja, fast. Es ist ein Luftschiff, was irgendwie über Berg flog, ziemlich tief, jetzt aber ziemlich tief ist und über uns hinweggleitet und wieder an Höhe aufnimmt. Tja, Freunde, damit willkommen zurück zu Anno 1800. Ich habe ein bisschen was offscreen hier getan. Auf Norton Bay noch nicht so viel, wie ich ursprünglich eigentlich wollte, aber gucken wir uns einfach mal ganz kurz an, war. Also, The Norton Bay. Erst einmal versucht, ein paar Materialien aufzupacken, beziehungsweise ja, aufzuladen. Hat bedingt funktioniert, sag ich jetzt mal. Aber was die Ziegel betrifft, Ziegel ist einfach schweineteuer. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich eigentlich wollte. Aber naja, müssen wir jetzt noch ein bisschen nachlegen. Die wird jetzt nicht so das Problem sein. Sie gehören eher zu den unteren 10.000. Der schon wieder. Die mich einfach immer ständig dissen will. Einfach so. Out of nowhere. Haben gar nichts getan, einfach so. Du bist doch ein Arschloch. Und ich denke mir so, ja, das sagt der Richtige. So, ja, Ziegel im Film vor allem. Der Rest geht eigentlich soweit, zumindest für den großen Plan, den wir noch so vorhaben, dürfte es eigentlich soweit funktionieren. Ja, ihr seht, ist soweit schon auch hier mit den Anlagen. Sieht soweit eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, obwohl, wenn wir eigentlich ehrlich sind, vielleicht auch ein bisschen zu viel gemacht, weil müssen ja natürlich ehrlich sein, die Dinger kosten verdammt viel Einfluss. Warum die überhaupt Einfluss kosten? Ich habe keine Ahnung. Da wird irgendwie ein tieferer Sinn dahinter sein. Ich schätze jetzt mal, ich kenne ihn nicht leider. Insofern, naja, aber nein, doch. Das ist natürlich den hier für die für die weiten Strecken und den nach außen hin. So geht schon besser. Ansonsten seht ihr eben auch, dass ich hier ein bisschen umgebaut habe auch. Damit es irgendwie ein bisschen schöner auch alles aussieht. Hier zum Beispiel nochmal eine Anlegestelle. Herrlich. Und hier noch ein Depot ausbauen. Auch sehr schön. Hier sogar gedacht mit der dicken Bertha, obwohl das vielleicht auch ein bisschen overpowered ist. Also nicht generell dicke Bertha, das wäre zwar schon dafür, aber ja. Luftschiff. Dann schon für den Einfluss. Da muss ich vielleicht sowieso generell mal gucken, ob man das mit dem Einfluss vielleicht besser lösen kann. Oder anders lösen kann, sagen wir es mal so. Nicht ganz so optimal ist ja noch nicht, oder halt überall dort, wo ich irgendwie sehe, aha, warte mal, ich habe dort irgendwie einen Kanonenturm, einen Reparatur kann, den ich gar nicht brauche, abreißen, weil kostet alles Einfluss, wäre natürlich so eine Option, der zum Beispiel, 3, natürlich die Frage, ja, brauche ich hier einen, ja, aber auch hier oben auch noch einen, ist nicht irgendwie too much? Kann man sich wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, überlegen. Ich meine, wir haben hier, man sieht alleine hier schon, wie weit das der eigentlich reicht, hä? Aber andererseits denke ich mir so, gut, der kostet jetzt nur 3, ist jetzt nicht so wild, wenn ich da irgendwie was mache. Im Gegensatz zu Anlegestellen zum Beispiel gar nichts kostet. So. Die Maus verzieht zum Teil ein bisschen. Auch nicht schön. Nee, gar nicht schön. Wenn man sich da sonst von der Kohle her wieder ein bisschen mehr, da ist doch schön. Ich würde echt sagen, die Geberta hier reiße ich mal ab, weil es einfach zu viel des Guten. Ansonsten habe ich immer noch ein bisschen umgestellt hier unten, also von der Leiste wieder zurück zu der. Einfach aus irgendwie, ja, warum eigentlich? Das ist irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem finde ich irgendwie die eine Ansicht besser. Jetzt irgendwie finde ich zum Beispiel jetzt die, vor allem wenn ich sage, hey, ich will jetzt einen Hafen bauen, finde ich halt die mit der Gebäudesortierung Typ eigentlich besser. Andererseits, Fortschritt ist auch nicht zu verachten. Naja. So, Pendler Kai. Immer noch interessant, dass ich immer trotzdem noch 200 Arbeitskräfte habe. Die restlichen Inseln sind alle verlinkt, aber hier einfach so. Ja. Wir können nur auf guten Wind hoffen, auf mehr nicht. Hä? Aktivieren Sie den Hafen. Aber Arbeitskräfte zu teilen. Wieso Hafen? Warte mal, keine Ahnung zum Hafen. Doch, habe ich doch. Und hier habe ich zum Beispiel auch einen. Und ich habe hier bloß. Das ist doch eine Anlegestelle. Hä?
Ernsthaft jetzt? Ne, Quatsch wieder. Na egal. Keine Sorge, Leute, wir werden gleich loslegen. Schon ein bisschen besser. Jo, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Arbeiter. Sehr gut, sehr gut. Das ist alles nur hier die Straße. Über 7 Straße musst du gehen. Fertig, schon klappt's. Okay. Wenn es immer so einfach wäre, nicht wahr? Hä? Das kostet mehr als 17? Ernsthaft jetzt? Krass. Ja gut. Ja, wir brauchen ein paar Ziegel. Wir brauchen viel, viel mehr Ziegel. Damit wir vor allem auch hier einen Ölhafen so endlich mal bauen können. Die sind zwar hier dabei, wir sehen ja auch, wir haben irgendwie 3 Stück, also zum Beispiel jetzt den hier oben ist dran, der hier, also sind schon ein paar am Rattern, sag ich jetzt mal. Natürlich fehlt bei ihnen jetzt noch den Strom. Andererseits, warte mal, ich habe doch sowieso viel zu viel Ding hier, genau, viel zu viel Lehm, also das Lehmlager ist ja voll. Warum denn nicht einfach temporär mal noch einen Gang hochschalten? Zum Beispiel irgendwo, wo ich sowieso gerade Strom habe. Man könnte es zum Beispiel hier unten versuchen. Ziegeleiproduktion, genau hier. Geht ja jeweils 200%, damit ein bisschen mehr, ein bisschen Schwung reinkommt das Ganze, wa? Gut, also Norton B ist am Laufen. Ich wollte es einfach, ich weiß, ich hätte auch noch länger warten können und so mit den Ziegeln, aber ich wollte auch nicht mehr länger warten, weil es schon relativ lange gedauert hat, trotz allem. Da dachte ich mir so, nee, komm, es muss langsam mal wieder ein bisschen in die Hufe springen, nicht wahr? So, hier haben wir immer eine Bäckerei. Thematik oder Trauma. Was wir auch haben, ist hier mit den Metzgereien, dass wir irgendwie zu wenig Würste haben. Dabei haben wir genug Schweinsköpfe, also einfach eine Metzgerei. Eine weitere bauen und fertig ist das Ganze. So einfach kann es gehen. So, jetzt ist die Frage mit dem Forschen. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich kann es spüren. Ach ja, habe ich auch gemacht hier. Die Straße hier neu gezogen und die andere irgendwie angekotzt hat, weil die mir so schräg und quer ging und so. Aber ich kann sowieso fürs Forschen hier hinten ein ganz eigenes Ding machen. Areal quasi, damit es ein bisschen abgesondert ist von hier. Aber trotzdem eigentlich noch in Reichweite der Uni. Das ist das Forschungsinstitut. Naja. Das sind soweit mehr, wenn es soweit ist. Eben muss hier sowieso noch ein bisschen ausbauen. Auch hier zum Beispiel eine Zinkmine gefällt mir jetzt persönlich nicht. Da wäre mir lieber, dass wir doch irgendwie auch auf die Insel tragen können. Und ich glaube, sonst haben wir genug Zink. Oder ich lasse es einfach hier. Und baue irgendwie die Stadt irgendwie anders herum. Ja, mal gucken. Es gibt noch vieles zu tun, Freunde. Vor allem auch hier oben. Gesamtbevölkerung, es ist ja über 3000 Fällen für den nächsten Schritt, aber ganz ehrlich, eben den Einfluss selbst sowieso mal ein bisschen besser verwalten. Ich schaffe das 10-fach. Auch hier. Ich meine, wir haben hier irgendwie 2 Kanonentürme. Da denkt man sich so, ja, es ist zwar schön und so, oder auch hier 2 Reparaturkräne, aber braucht es das wirklich? Oder hier zum Beispiel 2, 3, 4, 5 sogar. Das Beispiel, warum brauche ich den hier? Braucht es denn wirklich da unten? Solche Dinge halt und auch hier, da ist natürlich auch relativ viel. Braucht den zum Beispiel. Natürlich auch hier, ich meine, hier haben wir sogar eine dicke Berthas. Sogar 3 Stück muss man sich mal reinziehen. 3 Stück? Warum? Muss natürlich hier generell ordentlich geschützt. Ich meine, hier draußen, hier, hier und hier. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, okay, jetzt reißen wir den mal ab. Aber hier die Berthas, kann man den eigentlich auch abreißen, vielleicht den hier lassen in außen. Und habe bereits wieder ein bisschen mehr Einfluss zur Verfügung. Kann immer noch ein bisschen wieder zubauen. Naja. Ja, Ziegel von hier liefern könnte ich eigentlich auch, da wäre mal so eine Idee, aber ne. Also von hier nach Norton Bay schippern, aber damit warte ich mal noch. Erstmal. Einige vielversprechende Ideen. Genau, und zwar bahnbrechende Entdeckung. Gibt noch viel hier zu tun, was man machen könnte. Ich will erstmal Herstellungsverfahren machen und zwar
würde ich doch mal sagen, legen wir los mit der Kaffeeproduktion der alten Welt. Was wir hier erforschen, ist wirklich atemberaubend. Ja, dann so noch ein bisschen, ne, das ist klar. Wir haben ein Minus von 381, das ist aber logischerweise auch hier unten. Weil die miteinander verknüpft sind. Es ist halt die Frage, wo könnte ich momentan ein paar abziehen? Mal ganz kurz gucken. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich genug Uhren zum Beispiel auf Lager? Ne, Uhren ist eher schlecht. Aber zum Beispiel genug Glühbirnen oder auch genug Schmuck. Oh. Der letzte Schliff und... Ja, super. Tada! Das ist irgendwie das Falsche. Glühbirnen. Zieht die Bremse. Zum Beispiel echt mal sagen, komm, dann die drei. Aha. Bald läuft alles wieder wie geschmiert. Manchmal machen wir es richtig. Dass ich noch genug Fleischkonserven habe, krass. So, jetzt sind es 21, ich meine, damit kommen wir klar. Das dürfte nicht so das Problem sein. Aber hey, jetzt produzieren bzw. erforschen wir endlich die Kaffeeproduktion. Bahnbrechende Entdeckung. Das ist das Forschungsinstitut. Aber eben, es würde 1,5 Stunden dauern. Schnellarbeitskräfte zugewiesen. Oder zuweisen verfügbar. Ja. Warte mal. Ah, man kann sogar noch wesentlich mehr. Also rein theoretisch kann man mehr. attraktiver geworden. Ist aber bei 10.000 plötzlich kein Strom mehr? Verstehe ich jetzt nicht. Muss man das verstehen? Egal, wenn wir mal sagen, machen wir hier mal ein bisschen Ich bin Fullspeed. einer der Gelehrten. Wie kann ich helfen? Bringt aber nicht viel, wa? Verdammte Scheiße. Drei, 2, 1, 50. Warte mal. Ernsthaft? Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich kann es spüren. Nee, Kacke. Bringt nichts. Das ist natürlich jetzt schade. Dass Entwickler das so umgangen haben, weil, ja, wir einfach 1,5 Stunden warten, ja, schön. Bereit. Also gefühlt, um 3 bis 4 Parts sind wir noch mal so weit. Denke ich mir auch so, ja, warum? Warum ist das so? Warte mal, ich habe jetzt hier noch ein paar Ziegel übrig und kann momentan sowieso nichts machen. Ach ja, ach ja. Was willst du machen, nicht wahr, Freunde? Da haben wir das tolle Clubhaus. Noch irgendwie etwas besser machen könnte. Ich weiß nicht, der von der episch und zur Zufriedenheit. Ja. Fast alle Wohngebäude der alten Welt. Ich weiß wohl gar nicht mal so viel jetzt da in dem Gebiet drin sind. Im Einflussgebiet. Rektorin. Krankheitsgefahr minus 20%. Okay, muss er das verstehen? Der ist eigentlich schon nicht schlecht. Gewöhnlich. Einkommen pro Haus plus 5%. Ja, man kann natürlich schon. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht. Natürlich auch die Frage mit dem hier. Unterhaltskosten. Unterhaltskosten plus 5, hä? Meinen herzlichsten Dank. Schade, da der Bedürfnisbonus wird irgendwie da mit dem Dampfwagen noch was einherkommen, aber offenbar nö. Ich meine, das andere war ja wegen dem Das Leben Umkreis, hier ist war? eher statisch.
Die Lage ist äußerst. Ist äußerst bedrohlich. Ja, ja, ich weiß. Zufriedene Ingenieure, aber wir haben keinen Kaffee. Ich weiß, dass ihr theoretisch keinen habt, aber der kommt ja, der kommt. Ich weiß nicht genau wie, aber er kommt. So, komm. Flugroute ist eingezeichnet. Einmal fürs Erste. Dann würden wir jetzt ansonsten mal bei Norton B weiterbauen, währenddem die eben da weiter forschen an dem Café. Ich bin einer der Gelehrten. Man ja, man Wie sieht kann ich hier, helfen? das dauert lange dauert das. Entwicklung erfolgt. Nachher müssen wir im Prinzip wieder gucken, dass wir halt, sobald eine Entwicklung gemacht ist, direkt die nächste anschlagen. Weil ich mich gerade ganz ehrlich frage, warte mal. Ah, begrenzt auf einmal pro Profil. War es natürlich klug, das in Bright Sense zu machen? Hätten das nicht besser wie bei Capsuloni gemacht? Abgesehen davon, dass ich sowieso sehr viele Ingenieure habe. Ja, müssen wir mit den Waren und so anders gucken, wa? Das ist es eben, der Kack mit den Waren. Meine Worte stoßen hier auf taube Ohren. Ich weiß. Warum habt ihr keine Nähmaschinen mehr? Hä? Ist die Produktion hier erstmal richtig angekurbelt? Die müssen die Nähmaschinen eigentlich ersaufen. Warte mal, einfach Holz und Ding, hä? Genug Holz? Genug Stahl. Okay, muss ich aber jetzt nicht verstehen, oder? Die Luke vom Lager geht nicht. Falls ja, ja, weiß auch nicht, wie gesagt, ich Versteckt verstehe die es nämlich Flaschen, nicht. der Boss kommt. So, wobei, warte mal, also eines ist natürlich hier schon klar, also hier mal noch ein neues Lagerhäuschen brauche. Hier führt es eigentlich nicht, weil ich sowieso hier über den Weg gemacht habe, ist eigentlich hier ja unnötig. Aber hier können es eigentlich nicht schaden. Ja, der ist ja sowieso nur für das Öl zuständig, also kann ich hier eigentlich direkt so gut auch. Außer nur es wird brennen, ne? Also dann wärst du nicht mehr ganz so cool. Stimmt natürlich, scheiße. Mann. Bevor wir hier noch alles abfackeln, wa? Ja, wie gesagt, wieder interessant. Ich habe keine Nähmaschinen habe. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Nun denn. Zurück in die alte Welt. Eventuell eine Option wäre, während den Handwerker ein bisschen nachzuhelfen. Weil ich da jetzt offensichtlich ein paar zu viel habe. Sonst klappt das soweit offenbar auch, also. Ich meine, klar, viel ist es nicht, aber vielleicht Einige vielversprechende Ideen liegen. kannst du theoretisch noch ein bisschen mehr machen. Die Frage, wie viele von denen will ich da jetzt wirklich hochpushen? Ich bin einer der Gelehrten. Wie kann ich helfen? Hä?
Verfügbar 1197 insgesamt. Ja, ist mal klar. Dass es schneller gehen würde. Aha, da geht irgendwie bis zum gewissen Teil. Aber vermutlich so viel, wie ich überhaupt insgesamt Leute hätte. So viel würden gar nicht gehen, weil auch wenn ich die irgendwo abziehen würde, ich hätte gar nicht so viele. Ah, okay. Man kann es beschleunigen. Die Frage natürlich nach 1,5 Stunden, so wenn ich jetzt hier einfach alles pausiere. Ich wusste gar nicht, dass ich so produktiv sein kann. Und vielleicht Ohne die sogar nötigen vergesse, dass ich Elemente können wir pausiert keine habe. Reaktion erwarten. Wäre natürlich dann nicht mehr so klug, oder? Die Rohre sind leer und warten auf... Ja, oder so, ich kriege nicht alle hin. Jetzt direkt zumindest nicht, weil eben haben wir wieder zu wenig und ich will jetzt nicht irgendwie da... Vor allem mit den Bauern nicht mehr genug, um dann noch ein bisschen zu pushen. Man muss ja vielleicht irgendwie sonst plötzlich irgendwo wieder Nahrungsmittel hinterher schieben, beziehungsweise produzieren. Überall offene Baustellen. Aber hey, dafür sind wir hier. So, jetzt erstmal ein Ölhafen. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Mindestlagerbestand 1300. Jo, damit kann man arbeiten. Dann legen wir auch direkt schon mal los. Da habe ich jetzt eigentlich wirklich die 3 Schiffe. Das ist quasi eine Ölroute, die irgendwie das macht, aber ganz ehrlich. Warum so kompliziert? So, also die mal noch. Dann war es nämlich hier. Das 3. Schiff hinzu. Olympia, genau, das ist gerade dort unterwegs. Soll es aber... Nee, auch nicht in Prosperity. Aha, das ist der Herkules, der ist auf dem Rückweg. Nee, nicht Prosperity, sondern hier abliefern. Prosperity, Norton Bay. Ihr 3 macht das alles. Natürlich hier den Öl. Ja, Öl. Wie machen wir das? Die Menschen lassen sie hochleben. Sag mal Ölimport, wa? Dann haben wir hier Ölverteilung. Und der kann damit eigentlich alles abschließen. Der geht hier hin, dann nach Bright Sands und dann nach Deepwater. Noch ein Schiffchen, genau. Das soll natürlich ein bisschen was einladen. Ich glaube 400 reicht fürs erste Mal. Entladen. Bright Sands braucht nicht so viel. Machen wir es mal halbe. Das wäre eine Option. Halbe. Natürlich jetzt momentan noch nichts passieren, weil er gar nichts dabei hat. Gar nichts aufnehmen kann. Aber wir haben das schon mal theoretisch so schon mal definiert. Kannst du hier wieder raus. Dann hätten wir das theoretisch. Ja, sobald mal die ersten Öltanker zurückkommen. Die sind jetzt auf dem Rückweg und allem. Wobei, ganz ehrlich, du kannst ja erst einmal hier dein Öl abliefern. So, ich weiß natürlich auch gar nicht mehr, wie das eigentlich so war mit dem Öllager himself. Ob die eigentlich auch etwas kosten. Kleiner Ölhafen, ja. Öllager. Also zumindest kein Einfluss, das meinte ich eigentlich. Ob die auch irgendwie Einfluss kosten. Aber nee, dem ist wohl nicht so. Okay. So. Nochmal hier gucken, dass wir jetzt den haben. Dann haben wir hier einen.
da drüben den, aber komm, weißt du was. Den entferne ich jetzt mal. Weil ich glaube, 3 Stück reichen hier trotzdem. Vollkommen aus. So. Hier noch ein bisschen ausbauen, sehr gut. Dann hätten wir das auf der Seite schon mal getan. Insgesamt wäre jetzt ein Lager von irgendwie 1050 oder so. Also sehr, sehr viel. Hafenmeisterei baue ich mal noch nicht. Vielleicht baue ich es mal noch. Das kann ja sein. Weil es irgendwie etwas... Na gut, wobei... Wofür soll ich hier eine Hafenmeisterei brauchen? Das ist eine interessante Frage. Wofür brauche ich auf der Insel eine Hafenmeisterei? Weil eben, eigentlich ist es nur eine Depotinsel. Die macht das sonst gar nichts. Nur Waren deponieren oder eben, ja, Verteilzentrum, wenn man so will. Mehr passierte gar nicht. Luftschiff. So, Baumaterialien. Ah, sieht das viel besser aus. Die Fenster haben sie ein bisschen Mühe, wa? Das ist natürlich jetzt die Frage, aber ich habe schon viel verbraucht. Ja, ein bisschen was brauche ich schon. Lass es mal noch. Ja, ich glaube vor allem das brauche ich mehr. Flugroute ist eingezeichnet. Gut, Freunde, sehr gut. Ja, will mal sagen, das mit dem Kaffeeforschen, das läuft fürs Erste. Einige vielversprechende Ideen. Natürlich, es dauert, das wissen wir. Jetzt momentan noch eine Stunde 14 mindestens. Auch wenn ich hier auf Turbo schalte, bringt es trotzdem nichts. Also da ist Bahnhof. Aber ist egal. Fürs Erste soll es das gewesen sein. Ich gehe jetzt mal ganz kurz wieder hier hin. Warum? Wenn wir noch ein bisschen was von der Kaffeeproduktion sehen. Auch wenn es nicht viel ist, aber hey, hier ist ein Dankfest, ja schön. Habe ich überhaupt Kaffee angepflanzt? Ich glaube schon, wa? Fruchtbarkeiten anpassen, naja. Musst du erstmal noch forschen, Kumpel? Ja, ich weiß. Nee, ich habe gar keinen Kaffee. Vorsicht, Reffe. Hätte mich auch stark gewundert. Obwohl. Ja, eben. Aber hier sieht es schon anders aus. Mit dem Kaffee. So. Die Coffee Factory. Bald nicht mehr in der alten Welt. Nicht, beziehungsweise in der neuen Welt. Bald schon in der alten Welt. Bin gespannt, ob die hier vermutlich schon generell noch gleich aussehen, aber dann halt. Das andere wird ein bisschen anders aussehen, wa? Warte mal, stimmt gar nicht. Kaffee machen wir nachher ganz normal aus Weizen. Jetzt haben wir auch normale Weizenfelder, die sowieso wieder auch günstiger sind und so. Oh je, hier kann man sicher noch grandios viel upgraden. Nicht wahr, Freunde, nicht wahr? Aber ja, hier noch Kaffee aus Kaffeeplantagen. Ab morgen, beziehungsweise in irgendeiner nächsten Folge dann aber, ja, aus handelsüblichem Weizen. Bis dahin, bye bye.